Grüß dich zurück bei PES 2017. Warum und wieso werde ich dir gleich erklären. Ich habe das schon, boah, etlich lang, seit 2017 habe ich es schon, wo ich mich beim Ronny bedanken muss, dass er das damals auf seinem Kanal gespielt hat. Und ich habe das selber als Let's Play gespielt. Ich möchte aber, ich sag dir das jetzt, was ich genau vorhab. Ich habe mit einer Mannschaft gespielt, da wir was in der zweiten Liga angefangen hast. Dann haben wir uns durchaufgearbeitet und ich möchte dieses Let's Play jetzt als Neuauflage wiederbringen. Wir werden anfangs als Amateur anfangen, Spiellänge 10 Minuten. Machen wir 9 Minuten, das ist nicht so, oder? Machen wir 10 Minuten, das geht schon. Bestätigen. Ich will diese Episode jetzt nicht zu lang halten, gell? Schau her, Europa, ich bin aus Österreich, bitte geben Sie Trainerdetails ein. Trainername, da werden wir einfach ganz lässig, schnell und Flotowitsch diesen da machen. Aussehen, Gesicht, was gibt's da Gesicht? Ja, Gesicht können wir so lassen, passt. Frisur, die Frise, ganz wichtig. Warte mal, wie hab's denn ich momentan? Ja, so. Kräuselung, was ist denn das für ein Scheiß? Ja, so nicht. Eher so. Genau. Hoch, passt, bla bla. Die Haarfarbe, was machen wir? Da kann man sich selber was aussuchen. Das ist natürlich ja optimal. Da nehmen wir was ein bisschen ausgeflippteres. Da machen wir das. Wie du siehst, ich bin natürlich. Hat er mir das jetzt gespeichert? Ja, eine Brille besitze ich auch. Eher in die Richtung. Die Farbe. Und nehmen wir mal ein bisschen was Rotziges. So. Okay. Bitte wählen Sie die Startaufstellung. Das ist das da. Ja, das wissen wir schon. Dann in die englische Liga. Wir werden Norfolk City wieder zum Leben erwägen. Bitte was? Zum Leben erwägen. Ne, scheiß drauf. Korporti aus. Der Donnerhall des Bösen. Komm. So, du brauchst nur die Hauptseiten laden, das kann nicht so schnell gehen. Das kann nicht so lang dauern, so heißt's. Okay. Passt, bestätigen. Haben wir schon gesehen, zigtausend Mal. Norfolk City, Bibabon, Tralala, das wissen wir schon. Englische zweite Liga, es geht los. Bekanntgabe des Nationalmannschaftskaders, UEFAs bester Spieler in Europavergabe, Schließung des Transferfensters. Jawohl, Baby. Das Transferfenster ist offen. Okay. Und zwar, das wird jetzt so ablaufen. Wenn du dieses Video siehst auf meinem Kanal, bist du gefragt. Und zwar, schau her, Verhandlungen. Ja, wir werden heute einfach einmal anfangen. Ich sag da, warte mal, was können wir denn? Okay, Spielerliste haben wir noch nichts. Scouting. Wir werden es einfach einmal aus meiner Erfahrung her sehen.
aus meiner Erfahrung her, die Schwachstellen stärken mit keiner bestimmten Region, Scouting aktivieren, Position. Wir brauchen auf jeden Fall ähm, einen Torwart, Gebiet erwägen, zurück. Und wir werden auf jeden Fall Sturm, irgendwas für einen Sturm brauchen. Okay, so. Andere Vereine haben wir in der Spielerliste. Mein Team. Unser Team besteht, wissen wir schon, Melikov, Eriksen, Vasili, Giorza, Soric, Greenville, Hettich, Schipper, Sanone, Castledine, Coutinho. Haben die damals, wie wir angefangen haben, auch so hohe Werte gehabt? Kann sein, gell? Ich weiß es nicht mehr. Geisler, Legoida, Kandemir, Seifert, Rice, Frani, Mattison, Ballister, Akas, Jarvis, Hervey, Jankov, Redmond, Driesen, Canning, Serkis und der Ersatztormann Major oder sonstiges. Das darfst du dann selber suchen. Gut, wenn's du willst, dann können wir wenn's ist, dann könnten wir rein theoretisch durch das, dass wir einen Ersatztormann suchen, könnte man den eigentlich hergeben. Weil du siehst, der ist jetzt schon 29 oder so und hat eine Stufe oder eine Linie von 55, die gleich bleibt. Gut. Jugendmannschaft. Und da bist jetzt du gefragt. Ich werde das jetzt auf die Schnelle machen, da ich schon mal eine neue Episode aufgenommen habe, aber diese leider unbeabsichtigt gelöscht habe. Ich werde es jetzt so machen. Ich werde jetzt alle Spieler durchgehen, die 32, und werde dann aber da die Hauptseiten zeigen, wir da die wichtigsten Punkte zusammenfassen, inklusive dieses Schirms. Das lasse ich dann kurz einmal. Muss das dann passieren, dass du halt siehst, um was geht, hin und her, bla bla bla. Und ja, fangen wir mal an. Das ist der Augustin mit 56, 19 Jahre aus Österreich. Entwicklungsphase, die Stufe oder die Entwicklung siehst du da auch. Der Nuhai, 59, ist über 20 und ist im Sturm. Ich glaube, vorwärts. Es muss der Sturm sein, normal. Warte mal. Sieht man nicht. Ja, Sturm wahrscheinlich nicht mehr. Oder Verteidiger. Ja, ja, ist wurscht. Dann Jaumara, was weiß ich. Bosnien-Herzegowina, 18 Jahre jung. Und die Kurven geht so, der ist um die 19 Jahre alt. Ja, man weiß es nie. Zar Kamilov, 57, die Kurven. Ja, weiß man nicht. Mirkolian, 19 Jahre jung, 59. Die Kurve endet aber irgendwo bei 62, was du siehst. Ja, schau mal. Kurz danach. Schaut nicht schlecht aus. Ist auch um die 20 Jahre. Siegenkude. An den kann ich mich auch noch erinnern. Also wie siehst die Kurven. Nielendner. Das überlasse ich dir. Wüssten haben in der Mannschaft oder nicht. Das musst du halt dann in die Kommentare schreiben. Es wird ein extra Format dafür geben, was ich ins Let's Play einbaue. Wie das dann passiert, wie das dann ersichtlich wird, das sage ich dann, wenn es soweit ist. Nielendner über 20, die Kurve wird bei 72 ein bisschen flacher werden, wie es siehst. Ja. Gut. Atmen. Er atmet noch, also kann das nicht so schlecht sein. 67. Linkes Mittelfeld. Okay. Delagarde. Er ist zwar jetzt erst 17, aber 62 und bei 19 ist er noch nicht einmal über die 65 draußen. Naja.
Pixelkofen ist dasselbe Kandidat. Tormann, 19 Jahre und die Kurve geht bis 60 und da ist er 21. Na, Figeliani, was weiß ich, 59, geht aber bis zu seinem 22. Lebensjahr nicht mehr weiter als wie bis 65 auf. Es ist ein bisschen, naja. Carlington schaut nicht schlecht aus, ist aber dann für später wahrscheinlich etwaig inakzeptabel. Dann machen wir einen Karl Nazim, wie du siehst, 64. An den kann ich mich erinnern, der ist aber dann zum Schluss, so wie wir mal gespielt haben, nicht schlecht geworden. Guregioni oder so irgendwie, keine Ahnung, überlasse ich dir. Schreibst mir in die Kommentare, wen du haben willst. Ich werde das ausarbeiten und dann werden wir das in den Kommentaren oder beziehungsweise dann werden wir das in dem Format besprechen und dann werden wir das ins Let's Play übertragen. Aber das zeige ich dir dann, wie wir das machen. Kidsmart 56, der ist mit 19 Jahren bei 60, also da brauchst du nicht viel erwarten. Nö, uninteressant, schau, der ist bei Alter 20 ist er noch nicht mehr über die 56 draußen, den kannst du vergessen. Permussen ist das gleiche. Elmanowski, den werden wir im Auge behalten. Filtauzinho, den werden wir auch im Auge behalten, den habe ich auch gehabt. Das weiß ich noch. Hokan Rusi, naja, 55 mit 18 Jahren und dann geht er mit 20 nicht mehr über die 60 aus. Das ist auch interessant. Kov Zolov 56, okay. Izaret Berry 59, geht aber mit 20 noch nicht mehr über die 65 aussehen. Nö, Lodrajewitsch 59, jein, musst du sagen. Opasnova, na bitte Gorsche, den zerreißt er bei der Supernova. 57 mit 17 und ist bei 19 noch nicht mehr über die 60 aussehen. Jein. Ezumarera 56, wie du siehst, bei 20 Jahren flach die Kurven komplett da. Man abflachen, aber sie geht stabil und geht nicht einmal über die 60 aussehen. Rundquarum, nein. Aber wenn du ans willst, musst du es bitte bestätigen oder nicht, aber ich würde sagen, nö, da suchen wir uns einen anderen Torwart, darum habe ich einen Torwart auch in das Scouting eingegeben, damit wir das dann haben, dass wir dann vielleicht einen besseren Torwart kriegen. Bei Transferbudget haben wir 3 Millionen und das sollte dann schon irgendwie hier haben. Joachim, 55, jein, geht bei 22. Mit 22 Jahren ist der noch nicht mehr über die 60 drüber draußen. Ich glaube kaum, dass da irgendeine Entwicklung kommt. Uzal hin, naja, mit 18 Jahren bei 57 und dann ist er mit 20 nicht mehr über die 60 draußen. Nee, ich glaube, das ist, na. Waltachuk, der ginge aber. Schreib mir's in die Kommentare, der ist im rechten Mittelfeld. Wenn's dich interessiert, bin gern dazu bereit. Und zu guter Letzt, Broken, ich kann das nicht mal lesen, Alter. Mit 20 bei 65 und mit 22 ist er noch nicht mehr hat er noch nicht mehr an die 70 gekratzt, gell? Das sind jetzt mal die 32 Spieler, die wir in der Jugendmannschaft haben. Den Rest können wir dann unter der weiteren Dings machen, erweiterten Suche. Wir werden jetzt mal Scouting abwarten, was das ergibt. Und somit beende ich für heute die erste Episode. Die ersten 3 oder 4 Episoden, wo wir uns aufs Dings konzentrieren, auf die auf das Transferfenster, die werden so unregelmäßig folgen.
da ich immer da ein bisschen mehr vorgestellt habe. Und schreibt was in die Kommentare. Wir müssen da ein bisschen mit den Kommentaren arbeiten. Und den Rest sehen wir dann, wenn es soweit ist. Gell? Also ich stelle das, wenn ich das Video online stelle, wie wir das eine Zeit ausschauen, wer mit tut, die werde ich dann auch im weiteren Verlauf erwähnen und werde ich dann mit einbinden in das Spiel mit Norfolk. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, du bist interessiert dran. Ich habe leider keine anderen Mittel zur Verfügung, als dass ich es über die Kommentare mache. Aber dem soll der ganze Spaß keinen Abriss tun. Also dann, bis zum nächsten Mal und Baba dabei.